Oh mein Gott, ja, so schnell kann es gehen und plötzlich werden wir angegriffen. Willkommen zurück zu Pokémon Legend Arceus. Ja, ich erzähle gleich, was passiert ist, aber erstmal. Hey du, bleib stehen! Oh, eine Banditenschwester natürlich. Verkundungen sollen etwas aufmerksamer sein, ich hatte dich nämlich im Nu entdeckt. Du hast Pech, dass du mit mir, Distia, der ältesten der Banditenschwestern, über den Weg gelaufen bist. Oh, wir tauchen random auf. Oh nee. Also, was ist passiert seit der letzten Folge? Ich dachte mir, ich könnte doch offscreen mal kurz mit ein paar Pokémon rausgehen in die freie Wildnis und Pokédex-Aufgaben erfüllen. Also ein paar Dinge, also ein paar Attacken ausfüllen und so und schon mal Barschuh für die Entwicklung vorbereiten. Wir haben in der letzten Folge gesehen, wie es eigentlich gehen würde und ja, plötzlich trat die mir gegenüber. Und ich habe natürlich nur schwache Pokémon dabei. Dankeschön. Oh, ein Rizzo, super. Ja, kann ja lustig werden. 61 vom Level her. Kann mir jetzt schon mal eins sagen lassen. Also, es ist wie folgt. Ihr seht mein Team, das cooler, schwächer, wie auch immer nicht sein könnte. Warum bin ich hier so unterwegs? Ja, ganz einfach eben mit Togekiss, wollen wir ein bisschen Mondgewalt spammen für Pokédex. Mit nach Tara Finstaurer für Pokédex. Mit damit hier Barrierenstoß für Pokédex. Mit Felinara Feenbrise. Ratet mal, genau. Mit Carbodor den Platscher. Warum? Ganz genau. Mit Barschuff habe ich noch den Ding getestet. Und es, ja. Die Entwicklung von Barschuff, die ist ein bisschen nicht ganz so, wie ich gesagt habe. Es stimmt zwar. Barschuff entwickelt sich, wenn es genug Rückstoßschaden bekommen hat. Durch Attacken wie Wellen-Tackle oder Risiko-Tackle. Jedoch darf es dabei kein einziges Mal sterben. Also was habe ich gemacht? Ich ging ins erste Gebiet zurück und habe dort gegen ein paar Biliza und Staralili und so gekämpft. Also ganz lebe Pokémon. Und es hat gereicht, eigentlich. Aber ich kann momentan nichts machen, weil es einfach ein Problem. Also mal gegen fucking Rizeros. Ich muss klug sein. Ich meine, mit dem Flug-Pokémon. Wenn ich Glück habe, hat er keine Gesteinsattacke. Wohnmove wäre mir jetzt egal. Natürlich aber Pech. So könnte es auch noch sein. Hier ist natürlich auch noch das Tarnstein noch ein offensiver Move. Das könnte nicht schon schlimm genug sein. Mondgewalt hat aber kein Stab drauf. Mit Sondersensor, Entschuldigung, mit Mondgewalt natürlich schon. Also versuche es einfach mal. Ja, hätte fast reichen können. Wäre eigentlich ein Job für Barschuff. Ich habe nur Angst, dass er nachher direkt drauf geht, aber das Risiko muss jetzt leider eingehen. Nach Tara. Ja, komm. Wenn jemand in meinem Team tanky ist, dann ja wohl nach Tara. Vor allem weiß ich ja, dass sie nachher noch einen Gengar hat. Also Lucy. Also wir das letzte Mal schon einen Gengar gehabt, also nehmen wir mal an, ist jetzt auch noch. Soll irgendwie Ass-Pokémon sein. Und natürlich nach Tara hätte ich einen riesen Vorteil gegen Gengar. Außer natürlich hat Pogostoß drauf oder. Wobei der Tag gibt's hier gar nicht. Oder Dingsbums. Wie heißt der Quatsch schon wieder? Ich mach nochmal. Mondgewalt? Nee. Zauberschein, genau. Federattacke. Okay. Ja, da ist es schon Gengar. Ja, Spukball ganz ehrlich gegen Unlicht-Pokémon, da kannst du ein paar Mal. Nein! Oh, Schwein gehabt. So. Weg mit dir, du Glaskanone. Was? Alter, nach Tara. Lecco mio, hey. Muss besser aufpassen. Nach Tara hat uns meinen Arsch gerettet. GG, Mann. Nicht übel. Ah, ja. Ich hätte natürlich auch neu starten können, weil ich habe, als ich die Bedingungen für meine Pokémon hatte. Was? Okay, vielen Dank jetzt, alter Schwede. Als ich die Bedingungen erfüllt hatte hier im Team, also mit Carpador, Barschuff und so und Attacken gemacht hatte, war ich eigentlich schon so weit und habe natürlich dementsprechend auch schon abgespeichert. Na komm, weißt du was? Wir gehen ganz kurz zurück. Weil gerade hier
Massenauflauf von Shalelos haben. Was sagt denn der Pokédex über Shalelos, wenn ich jetzt eh schon mal hier bin, wa? Wo bist du? Hey, willst du dir einfach einmal offscreen vorbereiten oder sowas und was passiert? So eine Scheiße. Registrierte Formen, ja, also ich habe eigentlich schon beide Formen. Trotzdem noch kein hohes Forschungslevel, es fehlen noch ein paar Exemplare, kommen dann fangen wir noch ein paar. Wenn wir schon mal hier sind, schon mal einen Massenauflauf haben. Aber natürlich erstmal hier noch ausruhen. Nur kurz. Kräfte sammeln. Oh yeah. Und eben Pokédex-Aufgaben abschließen. So, Bidiza. Staralidi, Shinox, Wampel, Driftlohn, Nachtara ist auch Level 10. Sehr schön. Ah, perfekt. Damit hier. Jo. Sehr schön. Carpador. Das heißt, wir können jetzt, wo wir Carpador haben, auch die Side-Quests abschließen. Endlich mal. Finara. Barschuf. Das können wir natürlich jetzt entwickeln. Und Turkis. Trotzdem, ich baue ein paar stärkere Pokémon wieder. Hui, das... Nein, nicht ausruhen. Mensch. Pokémon. Wenn wir schon mal dabei sind, kann ich eigentlich ja auch mal noch die Box sortieren. Moment. Fee. Ich überlege, ob ich nachher vielleicht auch wieder hier ablege, weil sonst die Box so leer ist. Ja, komm. Kann ich später mal, wenn ich wirklich alle Evoli-Entwicklungen habe, mal eine eigene Box für Evoli-Entwicklungen machen. Nachtara behalte mal dabei, weil da ging so krass ab, hey. Turkis auch gerne noch. Damit hier kommt dann auch mal weg. Fürs Erste. Also, ist eine Teambox, wa? Team. Du bist nicht hier, du bist eher hier unten. Dann Carpador braucht es momentan auch nicht mehr. Was ist hier oben, wa? Genau. Könnt ihr doch mal noch das weibliche Barschuft auch mal mitnehmen. So. Dann, also das männliche entwickeln wir gleich mal. Dann zurück zum Team. Team, toll, ein anderer macht's. Genau, die hat abgelegt da unten, die 4, die in der letzten Folge noch im Team. Pizza, Uzuki, coole Augen, Gedankengut. Dann kannst du doch gerade echt den Arsch gerettet, muss man zugeben. Aber andererseits brauche es nicht mehr lange, wenn ich so drin noch mitnehme. Ja, komm, scheiß drauf. Entwickeln, da war ja was. Also, Barschuf muss 296 Schaden, glaube ich, durch Rückstoßattacken bekommen, ohne dass es drauf geht. Sprich, wir haben natürlich halt eben Wellentackle, Risikotackle gespammt, zwischendurch geheilt, aber darauf geguckt, dass es nicht stirbt und deswegen können wir es jetzt entwickeln. Salmagnis. Sieht schon cool aus. Attacken ist klar noch dieselben sind. Diese Wassergeist. Ich habe aber irgendwie nur eine unglückliche Attacke. Ist irgendwie auch creepy. Ordentliche Werte. Jetzt so Bürde noch dabei. Ah, Spukball auch noch. Ja gut, dann. Sein Kopfstoß, Risikotäger kommt natürlich raus. Das ist alles sonst mit dem Quatsch. Wasserdüse hingegen. Ja, da wäre eigentlich noch cool.
So, und ist die Frage, sollen wir es auch noch im Team nutzen? Warum eigentlich nicht, wa? Nein, schon wegen Pokédex-Einträgen. Also ja gar nicht. Wo zum Henker ist das Vieh überhaupt? Warte mal. Ich kann es nach Alphabet, nach Nummer sortieren. Wie viele Sortieroptionen? Nach Forschungslevel. Ja, nach Entdeckung. War gefangen, eins von Wellentackle gesehen, von Spukball, Krafttechnik gesehen. Ja, schön. Unser Magnis. Immerhin schon mal Forschungslevel 2. Die Forschung noch unzureichend. Ja, ich muss Wellentag noch einsetzen und so. Okay. Nein. Ah, schon wieder. Mann. Pokémon. So. Pokémon, Mon. So. Turkis. Ja, eben im Team. Eigentlich keine schlechte Idee. Es wäre sogar ein Sinnoh-Pokémon von dem her. Nach Tara wie Psyana ein Johto-Pokémon. Ist das denn der überhaupt da unten? Johto-Pokémon eigentlich hier oben. Kanto, Johto, ihr wären halt wieder. Ja, wieder Sinnoh, weil ich noch nichts im Team noch nicht genau zugewiesen. Was hat der andererseits? Kann ich eigentlich hier oben platzieren, wa? Ne, warte mal, ist erhöhen, Entschuldigung. Ich komme auf Johto, hä? Mann! Johto schon, wie komme ich auf Sinnoh? Oder Hisui? So, okay. Dann stimmt es wieder einigermaßen. Dann können. So mitnehmen geht er nicht, wa? Schade. Ja, aber jetzt war ein bisschen viele Wasserpokémon im Team. Das stimmt. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich das weibliche Paar schon wieder kurz ablege. Später dafür mitnehmen. Noch irgendein Pokémon, was mir da auffällt, dass noch ein Pokédex noch irgendwas machen könnte. Hier sind die neuen, die haben wir auch schon gesehen, aber noch nichts gemacht. Hat man mal Hornweisel mit, er ist jetzt ein hohes Level. Käferflug, wir haben noch keinen Käfer-Pokémon dabei und es passt von dem her ja auch, finde ich. Also mein ins Team und eben für ein Pokédex. Onyx, das können wir auch noch entwickeln bei Gelegenheit. Cognodon, da fehlt mir das andere Brudi. Sein Gesteinsbrudi fehlt mir dann noch. Dann haben wir noch Hytera. Hytera. Ist ein Normal-Pokémon, wo haben wir? Vonera haben wir ja. Noch kein Chanera. Muss man da mal entwickeln, mal gucken. So. Passt es ja sozusagen. 2 Pokémon noch im Team, die sich bald entwickeln können. Wir brauchen aber eben Salmagnis plus Hornweisel. Dann haben wir den jetzt. Warte mal. Hier. Also haben wir gesagt, ich muss auch Wellentechnik ein paar Mal einsetzen plus Krafttechnik. Okay, dann kann man das merken. Wie sieht's aus mit. Wo ist es? Nach Entdeckung sortiert. Photon. Ja, müssen wir noch was machen. Hä? Bin ich grad doof? Fucking Hornweisel. Wo gehe ich halt Obsidian Grasland zurück? Muss doch irgendwo sein, komm schon. Ja. Ist auch schon Level 6, gar nicht mal so schlecht. Von Käfergebrumm gesehen und von einem Baumspringen gesehen. Ach du Scheiße. Okay, Käfergebrumm. Das ist jetzt mal die wichtigste Attacke. Die eben dann später. Haben wir Käfergebrumm schon dabei. Jo, hat er. Sonst ein cooles Moveset. Kann man nichts sagen jetzt. So, da mal gucken, wa? Wo ist die Markierung? Wo ist sie? Da drüben.
Könnte sogar schon wieder zum Herrscher Panferno gehen und es Blatt machen. Stimmt, war eigentlich, es ist ja Feuerkampf, es kann gegen einen Wasser-Geist-Pokémon gar nichts machen. Eigentlich. Wow! Wo kommst du denn her, Alter? Hä? Bist du neu? Ich habe jeder mit der Tag vom Typ Unlicht besiegt. Das ist ein Elite-Viech. Ja, Unlicht, hat dann aber in der Pokémon gerade eine Unlicht-Attacke dabei? Würde mich gerade wundern. Was eigentlich für ein Level schon wieder? 50. Ja, Lucario hätte es, wa? Lucario wäre eine Option. Ich bin Elite, trifft Zeppeli. Ist mir sowas von scheißegal. Alter. Natürlich überlebt das, ist klar. Ich hingegen stirb jetzt. Wegen Roll. Rolling, rolling, rolling. Ist das ein Scheiß. Wir haben so eine Wasserdüse drauf. Ich könnte trotzdem. Das ist Spukballein. Ist natürlich mit ihm hier schlecht. Tempo! Psyro gegen Käfer? Oh, das wird weh tun. Alter. Hyperball, Flieg und Sieg! Wir haben mal so einen fucking Elite-Triebzeppel hier vor. Und daran gar nicht eingeladen. Oh, Junge, ey. Und nachts gefangen, das auch noch. So, Salmagnis in Aktion sehen. Hier, Wellentackle. Okay, Damage macht's. Da ist mein Kumpel, Elite Panferno. Was macht der da vorne? Wie soll man so einen anschleichen? Hä? Das war doch hinterrücks. Muss ja gestunt sein. Scheiße aber auch. Der hält viel von sich selber. Na warte, ich zeige mal, wie das geht. Hier. Ah, müssen jetzt das Wasserdüse einsetzen müssen mit Tempo. Das war doof. Das war doof. Genau deswegen. Zotronin Wasserdüse. Ja, aber so ein Weise schneller, wobei haben die Juwelenkraft drauf. Kann das reichen? Dankeschön. So, Level für beide. Perfekt.
Freunde, es ist... Ja, doch entwickeln könnte ich sie. Überlegen Sie gerade, ob ich es für die nächste Folge aufsparen soll. Ja, komm. So, da vorne sind ein paar Schalillos. Hey. Bin ja voll unhöflich, Alter. Ja, komm, ist was. Scheiß drauf. Es ist Entwicklungszeit. So. Hisui-Starter. Wie bereits bei Vollregel, beziehungsweise Igelava, hat auch dieses Vieh eine neue Form. Eine Hisui-Form. Und... Naja. Silvaro ist hier vom Typ... Man wird es kaum glauben. Es ist vom Typ Pflanze Kampf. Bin ich persönlich kein Fan von der Kombi. Meine klar, Auersphäre und so, eigentlich schon cool. Mir geht es aber halt ein bisschen darum, es gibt so viele Pflanze-Kampf-Pokémon. Sogar auch eine andere Hisui-Form von Dressela, glaube ich, genau, ist auch Pflanze-Kampf. Also, ich weiß nicht, früher waren es immer Feuerkampf-Pokémon. Feuerkampf, Feuerkampf. Jetzt irgendwie Pflanze-Kampf. Was haben wir bloß immer diesen Kampftypen, ganz ehrlich, ey. So. Dann mache ich hier Aeroas. Ich glaube, das lasse ich sogar, Aeroas. Wäre gar nicht mehr so schlecht. Trillingsfall ist natürlich der Signature-Move. Wenn er irgendwie ziemlich schwach ist, finde ich. Deswegen Aeroas sage ich schon. Aurasfell, also mal draußen, weil da hat ja schon unser guter alter... Unser guter alter Lucario, mache hier nicht mal Silvaro auch mit dem Move drauf. So, und Swotronin. Wir wissen ja, entwickelt zu Admurai. Und Admurai hat in der Hisui-Form einen brauchbaren Zweitypen bekommen. Einen sehr brauchbaren. Ich finde, es sieht cool aus. Ja, genau. Man sieht schon, es ist nun ein Unlicht-Pokémon, also Wasser-Unlicht. Und da, ganz ehrlich, ist aber so ein cooler Move. Ganz kurz mal hier austauschen. Wasserdüse behalte ich mal noch. Warte mal. Tempo-Move in den Nischlein haben wir Nachthieb oder Klingenschwall. Der holt Schaden, der klingt natürlich auch cool. Dann haben wir Wasserdüse und Schwertanz. Finde ich eigentlich coole Moves. Kann man nichts sagen. Na schön, Kumpel. Du willst es, du kriegst es. Admurai Klingenschwall. Danke und tschüss. So, jetzt der Auslauf oder Auflauf. Aua! Farmen entwickelt haben, der muss noch ein paar fangen, wa? Um entdeckt zu werden. Ja, da wird schwierig. Hä? Da kriegst du die Krise, ganz ehrlich. Entdeckt zu werden. Ja. Ich glaube noch nicht ganz. Hey, was ist auch voll doof, finde ich. Sag mal. Wie gehen langsam die Düsenbälle aus? Hallo? Ach komm, ey.
Sag mal, was ist denn das? Kommt noch ein paar? Sieht irgendwie nicht... Was drin im Viech? Was ist ein Elite Staravia? Spawn wieder, wa? Was ist denn den da? 10 Level höher, das könnte interessant werden. Was? Okay. Von mir aus. Ich finde es eigentlich nur fies, wenn man eine Boost-Attacke mit Tempo einsetzt. Okay, finde ich, komm, ich bringt's. In gewisser Art und Weise. Okay, dann haben wir das jetzt auch gemacht. Also gut, eigentlich ist noch da, aber ist ja egal. Items einsammeln? Nee, eigentlich nicht. Wir haben hier sowieso momentan nichts zu suchen. Wir können dann nochmal ein paar Quests abschließen. Also beziehungsweise ein paar Aufträge abschließen. Aber Quests eigentlich auch. Dann weiter Richtung der nächsten Hauptstory gehen, ne? So langsam aber sicher. Oh, aber langsam aber sicher. So, die kann er verkaufen. Fiddler kommt auch weg. Aprikot genauso. Dann haben wir noch die da. Und der da. Vergessen das da und so und Fidiralala. Wie viele Dinge habe ich jetzt eigentlich mittlerweile hier? Wo sind sie? Das sind die Bonbons. Zum Pusten. Wo sind denn... Sehe ich gar nicht, oder was? Da doch hier. Leistung sind immerhin 11 Stück. Okay, das ist schon mal cool. So. Sortieren von neuen Pokémon kann ich rein mit der Offscreen machen, also dauert die immer wieder so ein bisschen. Gut, die sind jetzt auch Level 10. Sehr schön, sehr schön. Trifft Zeppeli und Schalilos. Von Magnis, ja, da ist klar noch ein bisschen was fehlt. Das haben wir auch sonst gewundert. Silvara, Atmura ist natürlich auch gerade erst dazugekommen, also gar kein Wunder. Dann haben wir noch ein bisschen was machen. Vor allem Krafttechnik stimmt da ganz übersehen. Und Trainingspfeile, das ist eigentlich auch klar. Okay, die kriegen wir auch noch relativ schnell hin. Und Salmagnis genauso. Gut. Ins Dorf zurückkehren. Habe letzte Folge ja gesehen, dass eigentlich eine neue Quest hier sein müsste. Plus müsste ich ja eigentlich auch in der Lage sein, jetzt die Quest mit dem Carpador abzuschließen. Also den kann ich theoretisch machen. Machen wir später. Zu besiegen, das können wir eigentlich auch schon mal machen oder angehen. Genauso wie das hier, die schwarze Albtraum machen wir. Ja, legendäre Pokémon machen wir sowieso erst ganz zum Schluss, genauso wie Legende des Meeres. Ah, Ballonia, ich glaube, da hat zwar keinen Bock drauf, aber muss halt sein.
das muss ich noch machen. Machen wir erst den hier. Die 39. Huch. Wo gehe ich denn hin? Derselbe Scheiß. So. Gib mir Kohle, Alter. Aber auch eine Menge, muss man zugeben. Ne? Das waren schon nicht wenige. Bitte erzähl mehr. Also. Die Geschichte von Carpador. Eine Geschichte des Platschers. Platsch, Platsch. Platsch. Selbstgebauter. Gardos-Statue, okay. Weil Gardos total groß und stark und cool ist und sogar fliegen kann, hat sie gesagt. Und weißt du was? Carpador können sie ja zu Gardos entwickeln. Wahnsinn, oder? Ah, und jetzt willst du was über Gardos lernen, oder was? Ne, okay. Schwein gehabt. Ich glaube, der Eintrag könnte ja auch schon nahezu voll sein. Können Tasche erweitern. Halt die Fresse. Nichts mehr mit ihr zu tun haben. Hilfe von Hytera. Hytera. Also. Im weißen Frostland. Da muss ich rausgehen. Super. Raus in die frische Luft. Ja, oder eben doch die Dinger machen. In Angriff nehmen. Dass ich schon mal in die richtigen Gebiete gehe. Das ist eine Option, Freunde. Das wäre eine Option. Oh, falscher Weg. Gut. Oder hat die alte noch was für uns? Ich glaube eher weniger, oder? Ja, cooler Pokédex, oder? Also, na dann. Ciao, ciao. Kann ein Graber noch irgendwas für uns tun, das neu ist, oder ist es irgendwie auch von Arsch? Aber, okay. So viel dazu. Gut, Freunde, dann würde ich doch mal sagen, ich bereite mir für die nächste Folge schon mal vor. Ob ich dann auch schon wieder so Pokédex-Aufgaben schon mal vorbereite, mal gucken. Ich glaube, erst einmal drauf gucken, dass wir uns nächste Nebenmission annehmen können, auf dem Weg mit der nächsten Hauptstory bzw. Afterstory. Mal hier zu gucken, ob alle in der Reihenfolge soweit stimmen. Ja, 22, 24. Alles klar. Bis ich den habe, dauert es ein bisschen. 24 könnte man eigentlich auch schon mal machen, ganz ehrlich gesagt. Kann man Hyperpotas holen. Dürfte jetzt nicht so schwierig sein. Hier mal noch gucken, ob ich irgendwo noch eine Nummer übersinnt sich, was ich noch gar nicht habe. Da geht das erst später. Und ja, das dauert ein bisschen, deswegen macht es Sinn, wenn ich das offscreen mache. Ich kann bestellen, Willen ist die 88. Ja, da kommen schon noch ein paar dazu. Also, das ist nicht schlecht, was wir noch zu tun haben. Das sind die wir jetzt hier haben, schon alle, die noch dazwischen sind. Zwischen denen hier. Kann ich mir jetzt kaum vorstellen. 83 fehlt dann, haben wir gerade gesehen, aber egal. Jo, das mache ich als nächste Folge, Freunde. Dann sage ich an der Stelle, wie bereits erwähnt, danke fürs Zusehen. Ich präsentiere euch mal die drei entwickelten Hisui-Starter, Entschuldigung. In den Hisui-Formen. Wasser und Licht, Pflanzenkampf, Feuergeist. Ganz ehrlich, bei Tanupto eine Verbesserung, also außer optisch, aber Typus und Attacken so, Verbesserung. Admura in allen Belangen eine Verbesserung. Und ja, was dich betrifft, ja, es tut mir leid, das zu sagen, aber ganz ehrlich, ja gut, farblich kann man nicht viel sagen bei Silvaro, ganz ehrlich. Ein bisschen so Herbstfarben und so, aber ganz ehrlich, Pflanzenkampf. Klar, Aurosphäre da drauf ist cool. Pflanzenkampf gibt es so oft, ey. Also da, für mich persönlich ein Downgrade. Ich finde auch die Kombi Pflanze, Geist ist so geil eigentlich. Aber ja. Ernsthaft? Ihr pennt alle drei gleichzeitig ein? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Das ist wohl eine Reaktion auf mein Gameplay. Ich verstehe. Jo.
sind 3 andere Pokémon dabei, aber eben, die haben wir auch schon. Jo, Freunde, wie bereits erwähnt, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was ich aufs so vorbereite. Und dann mal schauen, wer uns der nächste Part noch stören wird unterwegs. Was für Abenteuer und vor allem Pokémon wir begegnen werden. Ich bin gespannt. Bis dahin, bye bye.